So, bei Nacht und Nebel, hä? Ja, ist zwar 7:30 erst. Ja, sieht aber schön aus da, mein Hof. In der Nacht. Ich habe jetzt gerade alle Raps verkauft. Hat ziemlich Kohle gegeben. Ihr seht oben rechts, ich habe keine Kohle mehr. Aber dafür habe ich etwas Neues. Schaut dort. Schaut dort. Eine Windkraftanlage. Ja, ja. So ein Windrädchen. So kann ich stetig immer etwas verdienen und muss eigentlich gar nichts machen. Hä? Dann habe ich sonst noch ein paar Solarpanels hier auf dem Hof verteilt. Die habe ich schon vorher gekauft. Die geben auch Batzeli. So, schau da. Ja, jetzt geht es langsam vorwärts hier bei meiner Halle. Ja, aber da kann ich nicht von dieser Seite reinfahren nachher. Das ist ja eine hure kleine Halle. Brauche ich jetzt das sicher lange Bretter schon wieder? Ja, das ist hure mühsam, dass man das nicht vorher weiss. Also jetzt, wir müssen lange Bretter holen. Ja, ja, es geht nicht anders. Ja, aber ich glaube, das machen wir dann morgen am Morgen. Ich muss jetzt mal liegen. Dann morgen am Morgen ist der... Ja, hast du etwas zu sagen? Ja, lass, ich habe keine Zeit zum Schnurren. Aber da ja November ist, müssen wir uns schnell ein bisschen anders anlegen. Das ist ja hure kalt da. So. Noch das Jäckchen müssen satteln da. Und Hosen. Ich muss die Brille abziehen. He? Da siehst du nämlich gar nicht so scheiße aus. Da. Ja, ja. Also, muss ich pennen. 8. Morgen im Dezember. Ja, schau, was alles Aktion ist. Ein Güllentank. Ja, ja. Und so ein Holzding. Ja, brauchen wir alles nicht. Wir gehen jetzt lange Bretter holen. Halt. He. Oh! Ja, jetzt bin ich auf dem Gleis. Nein, man fährt nicht auf dem Gleis. Ja, man geht auf die Straße. I'm turning heads right now. Ah, ein bisschen Country-Musik. Das ist doch schön. Das ist einfach schon gute Musik. Nochmal. So. Wisst ihr miteinander, es hat noch eine Ladung lange Bretter haben. Was? Wieso, dass ich es vorhin nicht schon gekauft habe? Ja, das müsst ihr nicht mehr fragen. Ich habe ein bisschen mühsam. Wir kommen auch noch ein paar Mal, aber das habe ich ja schon gesagt. Jetzt haben die mir schon angefielt. Ja, das würde mich auch so nerven, wenn immer einer kommt. Ein Pack holen mit dem Anhänger, hat jedes ganze Haus hat die zusammen können mitnehmen. Schön, hä? Oh, noch fertig. Eine lange Bretter. Hier, jetzt arbeitet mal. Wunderschön hier. Ich bin erst gerade aufgestanden. Es ist Dezember, ein bisschen kalt. Ich denke, ich gehe noch mal schnell ein bisschen Wasser holen, dann gehe ich wieder ins Nest. Wegen dem habe ich nichts angelegt, oder? Aber jetzt hat mir das gerade gefallen da. Das ist erst 5:08 hier. Aber arschkalt, du. Noch fort ins warme Traktörli. Dann gehen Wasser holen für die Kühle.
Mit dir halt nicht mitbekommen. Ich habe mir hier noch etwas gegänkelt. Etwas, was mir pro Monat einen ziemlich guten Ertrag gibt. Ein Treibhäuschen. Ja, ein mittleres. Es gibt kleine, mittlere und grosse, grusige und glasige. Ich habe mir jetzt ein Glasig gepostet. Und es braucht einfach Wasser à la non de Dieu. Wasser à gogo muss man da bringen. Ich produziere im Moment Frühlingslauch, Erdbeere, Chilischoten, Chinakohl, Knoblauch, Salat und Tomaten. Jawohl. Und das wird alles gerade direkt verkauft. Ich kann jetzt so sagen, ich will das gerne auf Palette. Dann wird mir das hier hergestellt. Aber ja, ich wüsste nicht, was ich machen soll mit dem Scheiß. Also wird direkt verkauft. Und ja, ich glaube, das gibt so pro Monat so 2'000, 3'000 Stutz. Ich muss einfach jeden Monat noch ein bisschen Wasser geben. Im Moment ist voll. Tipptopp. Das Türchen. Ich muss einfach zu. Merci. Oh, schau das Dach. Ja, aber jetzt ist das immer noch umzäunt. Ich sage jetzt nicht, jetzt muss ich... Lange Bretter. Ja, ich glaube es nicht. Ja, aber das ist doch ein Witz, ehrlich. Ah, ja, dann gehen wir halt wieder Bretter holen, Gottverdammt. Oh, was, du bist voll? Ja, das ist jetzt ein kleines Traktörchen. Du musst jetzt halt gleich, du willst mich anhängen. Ich habe nicht den hohen Anhänger wieder hergestellt. Ah, der Tinger. Ja, was macht der Tinger? Verdammt, Röm. Kannst du den Anhänger nicht so weit wegstellen? Nein, es ist so. Ich habe jetzt das teuerste pure Feldgemüse angepflanzt. Das Jahr. Im Jänner, glaube ich. Nein, im März oder so. Also teuer. Das sind Sojabohnen. Ja, ich habe ja pressiert. Aber ihr seht, das sieht ein bisschen anders aus, oder? Sojabohnen. Das ist das Gute bei diesen Sojabohnen, die sind saumässig teuer, oder? Die sind etwa 3-mal so viel wert wie Weizen. Und ja, aber der Nachteil, es gibt halt auch beim Ernten etwa 3-mal weniger. Oder? Also es kommt eigentlich das Gleiche. Vorteil vom Ganzen ist halt, oder ich habe mit einem ganzen Anhänger jetzt hier, die 28'000 Liter, kann ich, ja, das könnt ihr selber ausrechnen. Ich habe 3-mal so viel, oder? Nein, das gibt mir fast, also die Preise ganz gut sind, da 3,5, das gibt mir fast, also so ein Anhänger gibt mir sicher fast 100'000 Stutz. Wegen dem, ja, da musst du nicht 1000 Mal hin und her fahren, wie bei den Weizen, so. Bäsche, du machst für, hä? Ist gut, ja. Das ist jetzt der Bäsche, ja, ja. Ja, ich denke, es gibt immer hier andere auf der Erntemaschine, wenn ich den Bäsche. Der Bäsche tut jetzt einfach immer ernten. Oder, du siehst es, das sind so... Oder ja, für die Sojabohnen müsste man einfach eine so teure Maschine haben, zum Pflanzen, oder? Aber die habe ich schnell gemietet. Ja, ja, für meine 4 Felder zu machen. Weil die kostet fast 100'000 Stutz, oder? Das ist Einzelkorn, nennt man das. Einzelkornpflanzung. Oder? Das gibt so Reihen. Und die andere Sämaschine, die normale, jetzt die hier, die tut so wie streuen. Oder ihr seht es am Boden, es tut so, ne, kein Wert, euch das zu erklären. Du, aber sag jetzt mal, was soll das da? Ja, die Helfer, also manchmal. Ja, jetzt haben wir Rüdi gesagt, das ist glaube ich der Rüdi, ja. Ja, jetzt haben wir Rüdi gesagt, dass wir das Feld hier pflanzen mit Gras. Wir sollten wieder noch ein bisschen Heu haben. Und jetzt, ja, jetzt lässt er da einfach alles raus. Was soll das eigentlich? Ich muss das selber machen. Ja, dann machen wir den Scheiß halt wieder selber, oder? Da hat er etwas rausgelassen. Er hat hier einfach einen ganzen Streifen, nicht gesagt, Rüdi. Ja, das ist müde, aber das scheisst, ja. Also weisst du, dass die anschießt. Dann muss man es sagen, weil dann nehme ich einen anderen.
Und der Beste, der ist noch müde, aber der macht das Zeug super. Früher, doch, zusammenführen. Nein, so etwas kann ich eigentlich nicht brauchen auf meinem Hof. Das tut mir allein, aber das könnten wir hier anpflanzen im Moment. Das haben wir im Moment. Wir haben jetzt Oktober, he? Gerste könnte ich anpflanzen. Wenn wir ein bisschen Gerste machen? Ich sollte eben eigentlich noch mehr Sojabohnen haben. Ja, ich glaube, wir warten gleich wieder, wir lassen die Felder leer. Wir warten gleich wieder und pflanzen dann wieder Sojabohnen. Die sind super, die Sojabohnen. Könnte ich dann die Maschine hier verräumen? Kannst du die mal zuklappen, bitte? Kann ich die gar nicht zuklappen, oder wie sieht jetzt das aus? Ah, jetzt, ja genau so, ja. Tipptopp machst du das. Die gleich schnell pützeln, Traktor geht auch rein wie Sau, das ist einfach nichts. So. Sieht schon wieder ein bisschen besser aus, hä? Das ist schon eine Schönheit, der Challenge. Okay. Also. Die Maschine heute schnell verstauen, hä? So. Dann nehmen wir die Walze führen. Jetzt habe ich ja dort Gras angezeigt. Für ein bisschen Heu zu machen in 2 Monaten. Gras braucht halt schon 2 Monate, bis man es dann schneiden kann. Oh! Das ist dort das Säckchen dort unten. Das ist ein Bambi dort hier. Wie meine Kühe. Das sieht aber nicht aus wie eine Kuh dort. Schau mal. Das ist das Rehli. Ahoi! Das säckelt einfach durch den Zaun durch. Ein Rehli auf meiner Farm. Das ist doch cool. Hast du gerade Freude gehabt auf dem Rehli, gell? Ja, ich auch. Ich habe gerade Freude gehabt. Schau, ich komme den Bogen rum. So. Ihr seht, ich kümmere mich immer tipptopp um meine Kuhli. Ich gehe gerade am Gras fressen da. Da, ich sollte hier einen haben, der kommt walzen. Das Training. Training. Du musst nicht die Walze zuerst aufklappen, bevor... Ah, aber der Strand, sorry, ich habe nichts gesagt. Ja, ich denke, ich muss es sagen. So, aber... Ja, hallo. Ja, ich stehe noch hier. Yeah. Ja, jetzt, wo ich aussteigen muss, ist das schade. Guter Sound. Oh, ich bin gerade ein bisschen müde. Oh, jetzt muss ich etwas schauen. Nein, echt, jetzt steht jetzt das. Nach jahrelangem Aufbau. Also. Nehmen wir uns das Hütchen mal rein. Jetzt ist da reingegangen. Ja, aber... Ist das euer Ernst? Ja, wie soll ich da Geräte reinstellen? Also hier kann man nicht auftun. Also kann ich nicht ein Gerät reinstellen. Das ist euer Ernst. Und das habe ich jetzt jahrelang aufgebaut. Da. Vreni, du musst schauen auf die anderen. Du bist nicht allein. Und Vreni ist noch neu. Ich weiss nicht, ob die das sauber walzt. Ja. Dann läuft aber die erste Runde läuft die halbe mit. Ist gut, Vreni. Du kannst sonst noch mehr gegen rechts. Vreni, du machst das. Vreni. Du kannst eigentlich... Vreni, du kannst noch ein bisschen mehr rechts. Aber es kommt gut so, glaube ich. Jetzt kannst du einfach davor, jetzt kannst du dich halten, weil du kannst nicht da von der anderen Seite kannst du kommen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich kann schon gut. Ja, sorry. Oder bei Weizen hat jetzt sicher schon einen ganzen Anhänger schon geleert. Aber ja. Das ist jetzt das 3. Feld Sojabohnen und mein Anhänger ist zu 48% voll. Also, ist wirklich nicht viel. Ist leider nicht so viel Sojabohnen, aber eben, dafür sind sie teuer. Das ist doch auch etwas.
Hä? Ja, ja. So, aber sorry. Vreni, sorry schnell. Du hast hier hinten, schau hier, da ist der ganze Streifen nicht Gewalt. Das machst du dann noch, gell? Ja, sonst nehme ich jemand anderes, gell? Also. Dann kommen wir dann auch noch einmal schauen, wenn das dann noch nicht gewalzt ist. Dann macht er selber, hä? Also. Die Vränel, du. Jetzt habe ich noch schnell eine Frage an euch. Meine lieben Zuschauer vom Farming Simulator, Profibauern und Leute, die sich auskennen. Ich habe über Jahre jetzt hier eine Halle gebaut. Ich habe immer Material geliefert, die steht, die ist fertig. Jetzt Frage, was soll ich mit dem? Hä? Kann mir das irgendjemand verraten? Weil ich kann keine Palette reinstellen, ich kann keine Fahrzeuge reinstellen. Ich könnte höchstens von Hang irgendein Äschchen nehmen und das dort rein tun. Ich kann nichts reinleeren. Also es ist auch nicht eine Art Silo oder so. Was soll ich mit dieser Hütte? Ich glaube, ich schreisse die irgendwie ab. Das ist einfach ein bisschen schade. Für die ganze Arbeit. Oh, schau da. Oh, der Honig. Jetzt muss ich schnell etwas anderes schauen. Ich glaube, eben Eier habe ich auch à la nom de Dieu. Die sollte ich dann mal dort zum Kiosk bringen. Aber... Ja, Botz-1000 ist schon fast 3 Ballen voll. Eier geben den besten Preis November. Das ist nächsten Monat. Nächsten Monat gibt es Eier, liebe Kollegen. Also alle, die hier durchfahren. So, was schnell. Nächsten Monat gibt es bei meinem Kiosk Eier. Ja, musst du da schnell anhalten, dort nächstes Mal durchfräst, gell? Nur mal so sagen. Und im Februar gibt es Honig. Gell? Merci, sagst du den anderen auch noch, gell? Merci. Oder so etwas wäre gut gewesen. Naja. Jetzt. Man kann nicht alles haben. Aber jetzt frage ich mich einfach, ob ich die abschreissen und etwas Neues bauen. So, jetzt hat er mal meine Farm von oben. Noch schön, hä? Du, aber was Vreni da? Hä? So, Vreni, sag mal. Was ist mit dir nicht gut? Du sollst das ganze Feld walzen, habe ich dir doch gesagt. Wo ist das Problem? Also, sorry, lieb Giant oder Farming Simulator Entwickler. Das mit diesen Helfern ist super gäbig, aber sie sind so brätschblöd. Ja, aber nein, schau jetzt mal das an. Alles Hellblaue muss gewalzt werden. Was hat jetzt die da gemacht? Also, das ist schon ein bisschen komisch. Was ist jetzt das genau da? Kleine Halle. Ja, was bringt mir das? Verkaufen. Ja, verkaufen bitte. Für 740 Franken. Und wisst ihr eigentlich, wie teuer das Material war, das ich nicht reingesteckt habe in die Halle? Das war eine hohe Geldverschwendung. Ja, also weg. Ja, dann bauen wir etwas Neues. Irgendetwas Besseres. Ja, liebe Freunde, ich habe mich eben ein bisschen an der Forstwirtschaft betätigt. Ich habe mir eine Motorsage zugetan. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber dieser Platz hier, da hat ein paar Bäume gehabt. Ein Riesenbaum da. Seht, das war ein Hurendötschi. Ja, zu dem kommen wir dann noch. Weil das ist nicht ganz so einfach. Ich hätte darum hier gerne einen Güllentank her da. Da, ein Güllenbehälter. Der ist einfach riesig. Riesig. Jetzt habe ich eben schon ein paar Bäume abgejätet. Jetzt sollte ich dort noch mehr abjetten. Dann kann ich da einen Güllentank her tun. Dann kann ich mit meiner eigenen Gülle Felder güllen. Also nicht mit meiner Gülle, sondern Güllen von meinen Kuhli. Die kleinen Bäumchen
habe ich natürlich hier können aufheben. Die bin ich verkaufen. Der grosse Baum. Und ich sage es nochmal, er war riesig gewesen. Vielleicht kommen wir dann noch dazu. Man sieht ihn, glaube ich, nicht von hier, aber er ist nicht weit weg. Ich habe es nicht geschafft, den wegzutun. Ich hätte ihn gerne verkauft, hätte auch eine gute Summe gegeben. Aber erstens habe ich den Baum mit dem Kränchen vom Gewicht her nicht lüpfen, von der Grösse her nicht drauf tun. Und von der Grösse von dieser Klaue hier hätte ich ihn nicht packen. Dann habe ich mir einen riesen Bagger gemietet. In der Hoffnung, dass ich dann mit diesem Bagger den Baum abliefern kann. Weil der Bagger hat eine riesengroße Schaufel gehabt. So wie eine Zange. Und ich habe es geschafft, den Baum bis hierher zu transportieren. Seht ihr, dort ist er. Ja, jetzt liegt er da, weil ich hätte den hier gerne weiter die Straße runter transportiert, aber der ist mir hier bei einem anderen Baum bleiben hängen, hat sich dort verheddert, seht ihr. Muss ich dann diesen Baum auch noch umlassen. Und dann muss ich dann den Baum verhacken, wahrscheinlich. Ja. Der ist eben nicht so gut gegangen, aber ja, nicht so der Plan gewesen, halt. Dumm gegangen, also Forstwirtschaft ist nicht so einfach, he? Weisst, ich fahre dort den Meier schnell auf das andere Feld über, gell? Da kannst du dann weitermachen. Noch am besten, ein ganzes Riesenfeld Sojabohnen. Nur für dich. Zum Lesen. Die würde noch so herpassen, he? Die wäre gar nicht so schlecht. Ja, es ist auch der Baum, der hier im Weg ist. Gott verdammt sich. Ah, Lothar. Ja, so etwas wäre doch gar kein Seich, hä? Das sieht irgendwie noch herzig aus. Ja, ich muss mir das noch überlegen, hä? Oh, das ist auch schön. Aber lang. Nee, nicht so gut. Ja, ich finde das auch schon etwas. Aber eben, das Training hat hier irgendwie völlig versagt. Ich glaube, ich habe das Training recht nervös gemacht, weil ich dann eben dran bin gelaufen. Und ja, jetzt, wo ich hier will, walzen, ist der andere schon fast wieder voll. Ich bin unterwegs. Ja, aber so ein voller Anhänger Sojabohnen, hat das alles schon gegeben. Komm, Bescha, lass das Rohr raus. Dann kannst du gleich weiterfahren, drum. Gut, Bescha, super, ja. Einfach weiterfahren, ich schaue schon, dass es reingeht. Nein, weiterfahren, Bescha, gut, ja. Achtung, stopp. Gib weiter, Bescha. Kommt schon gut. Lass alles raus, ja. Lass raus, Bescha, kommt schon gut. Lass alles raus, ja, es geht besser. Oh, das ist echt viel entspannter und leer. Platz für Neues. Da ist es so los. Weißt du? Ich bin gleich. Ah, jetzt fühlt es aber gleich nicht schlecht. Langsam. Oh, schon mehr wollen, Bescha? Ja, dann gar nicht weiter. Ich lasse das in Nähe, gell? Und vielleicht kann es vielleicht mal länger für einen vollen Tank. So. Also, sind wir halt hier walzen. Das Training hat mir das nicht geschafft. Ich hätte jetzt gefunden, es sind fertig da. Ich weiß nicht warum. Nice to see you. Ja, gleichfalls. Wie geht's dir? Sure. Was sure. Let's see what story I can tell you. You know you come from a long line of farmers, right? Remember your great Aunt Sophie? Ja, She ja, once voll. did some Ja, digging. aber das hast du mir schon And I erzählt. don't mean for some potatoes. Ja, She was aber- more of a writer, and her aber machine du weißt schon, dass du mir was das a schon typewriter. erzählt hast. She researched Ja, dann läuft er halt einfach davon, du siehst. Das ist das. Ich habe nicht mal gesagt, der andere.
Schade, schade. Das ist ein kleines Blauer mit euch. Eieieiei, mit denen muss ich dann noch ein Wörtchen reden. Da. Die bekommen dann nicht den ganzen Lohn von mir. Da. Nein. Der Pesche hat es tatsächlich geschafft, die Sojabohnen zu ernten. Alle meine 4 Felder. Und das ist jetzt noch interessant, weil einen ganzen Anhänger habe ich in Silo gekippt schon. Und das sind ja 28'000 Liter. Jetzt habe ich noch 2700 hier in meinem Tank drin. Also sind das rund 30'000 Liter. Also 3700 Liter Sojabohnen. Und jetzt schauen wir mal schnell die Preise an. Seht ihr, das sind Sojabohnen. Wo Deiland-Donner. Also wenn ich die jetzt verkaufen wäre nicht so gut. Im Januar wäre noch schlechter. Schaut mal die Kurve an dort. Schaut mal das an. Schaut! Ja! Im Juni könnte es sein, also die Kurve ist nur so, jetzt, wie es letztes Jahr war. Das heisst nicht, dass das dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder so wird sein, aber dann sind die Preise bis auf 3600 pro 1000 Liter gestiegen. Wenn jetzt meine 30'000 Liter Sojabohnen im Juni verkaufen, wenn es diesen Preis hat, nicht schlecht, hä? Das über 100'000 Stutz. Ja, verreckt. Das schenkt ein. Und das Gute an den Sojabohnen, weil es eben wenig ist, ich muss nur einen sparen. Das halt noch schnell reinlassen. Nicht so, wie man es üblich macht. Aber da komm, einfach rein da, ja. Ist ja nicht mehr viel. Also. Dann tun wir den Dröscher zuklappen. He? Da. Noch ein bisschen bützerle. Unbedingt bützerle, das gilt. Mäßig, gell? Schauen, wie der wieder rot wird. Dann wird er rot, he? Ich sage gerade, ich sollte den unbedingt mal in die Werkstatt bringen. Auf einen Flicken, den Keim. Und tanken. Ja, scheisse. Haltet euch der das noch durch, ey? So. Ja, wir riskieren es mal. Nein, ist 4 Felder ernten und dann... Ja, wer hat jetzt den Geldtraktor so blöd hergestellt? Jetzt kannst du so gut lenken, Messi. So. Also, du bleibst mir da, hä? Ja, musst halt wieder ein Jahr warten. Du Opi, wegen der Eier. Well, hello there. Ja, hallo. Wegen der Eier. Kann ich die im November verkaufen? Sure. Okay, merci, gell. Was Weisheiten. Hast du Weisheiten für mich? Let's see if I have some intelligent thoughts left in my old body. Every seed carries more than just a crop. But what else does it carry? Come on, let's train the brain with some interpretation, shall we? Ja, ist jetzt das ein Quiz, oder was? Ja, ich habe keine Zeit, sorry, aber dann gehen wir jetzt schnell schlafen. Bis morgen am Morgen um 7:30. Nein, um 7. Morgen, Oppi. Alles klar? What's up, kiddo? Ja, ich will gerade die Eier verkaufen. Darf ich? Sure. Okay. Einfach noch gerade ein bisschen feister und ich bin noch ein bisschen müde, aber jetzt. So. Allah. Ein bisschen Licht. Hast du Licht? Gut, sehr schön. Finger an, oder? Oh, super. Da ist noch mehr. Ah, das ist gut. Oh ja, da. Hey, beleuchtest hell, da. Ist aber dann gut, hä? Ja, meine Palettengabel suchen. Wo ist denn die? Ja, da innen, wie ging? So. Hühner. Jetzt kommen wir an die Kasse. Muss eure Eier haben. Ja, ja. Ja, es ist einfach so ein Stapler, wäre eigentlich kein Eier. Du hast eigentlich fast keinen Platz.
Oh, du. So. Oh, hört jetzt auf gegen Ackern, ich muss mich jetzt da konzentrieren, schnell. Unverrät. Kann jetzt da... Ja, tipptopp. Also, jetzt gehe ich hier schnell rüber. Und nicht zu hungern, wie viel das gibt. So verkauft? Wow, 9300. Super gut, hä? Hätte ich nicht gedacht, das ist viel. Und dann habe ich noch einmal ein ganzes Palett. Und auch noch einmal etwa 1000. Also ich denke, das ganze Palett Eier gibt zu diesem Preis 5000 Stutz. Oh. Ich gehe knapp auf die Gabel, hä? Ja, das macht nichts. Ja. 5000, genau. Ha! Hure gut. Merci vielmals, liebe Hühner. Ich glaube, ich bekomme jetzt sogar ein bisschen Weizen von mir. Nur ein klein. So, gut. Merci vielmals, adieu. Ah, komm, Dröscher. Ah, jetzt gehst du dort durch. Ja, der halt. Und du musst dich leeren. Grüß dich miteinander. Ich habe ein kleines Knöpfchen im Haus, das tut mir also schon ein paar leid. Ja, euch schnell zeigen. Es sind ein paar Sachen abgeschrieben, die ich gerade dazu geschlagen habe in den Mohren. Ja. Ich habe ein bisschen Sojabohnen gekauft, das hat Kapseln gegeben in den Mohren. Und dann, ja, hat es ein paar Monate gegeben, wo etwas ganz gut abgeschrieben ist. Und das werde ich euch jetzt schnell zeigen. Bist du leer? Gut. Ja, endlich weitermachen. Endlich. Hier parkieren. He. Ja, ihr seht, ich bin jetzt Fendt-Fan. Mal, definitiv. Ich habe hier extra Markenkleider angelegt von Fendt. Weil ich habe mir einen Traktor gekauft von Fendt. Der ist super. Das finde ich also super. Ja, jetzt ist eben gerade der Beste. Der Beste ist, glaube ich, gerade da drauf. Auf meinem neuen Fan. Mal schauen, ob er schnell Zeit hat. Hast du? Kann ich schnell Horti? Kann ich schnell schauen? Oder dann haben da Fan-Klamotten an. Aber das sieht ja aus nicht. Innen super, aussen super. Man kann vor und hinten etwas ankoppeln. Er hat eine Rückfahreinrichtung. Ich kann hier den Sitz drehen. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Den sieht man ausschreissen. Der hat etwa 400 PS, glaube ich. Jetzt kann ich den endlich, wenn ich Gras mähen kann ich den endlich vor und hinten eine Mähmaschine dran tun. Dann wird das saure Grasmähen nicht so mühsam. Nein, ganz gutes Ding, muss ich sagen. Der ist Neupreis etwas um 200'000 und ich habe den gerade für, ja, nicht einmal 100'000 hat der gekostet. Ich habe abgeschrieben gesehen, aber er ist jetzt noch, ja, ist halt recht gebraucht und ich muss den eigentlich flicken. Ja, habe ich sonst noch Neuigkeiten, meine Damen und Herren. Ich habe gerade etwas ganz anderes Schönes abgeschrieben gesehen. Weil, man braucht früher oder später einfach einen kleinen Lastwagen, oder? Und der passende Anhänger wäre auch Bockenseich, aber habe ich leider noch nicht. So, mal das Türchen auf. Ah, schöner Cape, hä? Ja, Volvo. Zwar Elektro, aber das ist irgendwie noch gut, das Ding. Als ich den abgeholt habe im Shop, da, ich war etwa 2 Sekunden hier auf meinem Hof gesehen. Ich habe fast geflogen, also ich fahre etwa 120 oder so. Steigen wir mal ein, hä? Volvo FH Electric 330 mit Schlafkabine. Also das ist ein riesen Dach, hier ist sogar noch Panorama da. Dialo. Ja, das ist alles, es macht nicht. Es macht einfach Kling. Jetzt läuft der schon, glaube ich, ja. Schnell rausfahren. Das ist wirklich ganz schöner Cape. Aber ich habe eben leider noch keinen Anhänger, weil die sind halt einfach schon teuer.
Ich könnte jetzt hier noch sehr viel bearbeiten an dem. Also wenn mir die Leistung nicht lenkt, kann ich da noch einen neuen Motor rein tun. Ich kann noch eine Achse mehr her tun. Ja, und. Hä. Oder ja, das Transportfass habe ich. Das sind 6000 Liter. Da muss alle Scheissbots zum Fluss runterfräsen. Und jetzt da ich ein Tröckchen habe, könnte ich mir den suchen tun. Da. Ja, dann kann ich da einfach Wasser holen. Und dann kann ich mit dem überall meinem Treibhäuschen Wasser geben, den Kuhli Wasser geben, wo ich dann mal andere Tiere habe. Den muss ich haben. Und dann irgendeinen guten Aufleger. Ähm, da. Ja, irgend so etwas. So einen dann mal. Die Käfer sind einfach teuer. Volvo Elektriker. Aber halt ohne Anhänger. Kann ich ihn schlecht brauchen, wegen dem habe ich ihn hier mal parkiert. So. Bleibst du mir noch ein bisschen da, gell? Tür dazu. Tschüss, Volvo, ade. Ja, schön, hä? Und die Einzelsaatmaschine, die ich brauche für die Sojabohnen, die habe ich mir gekauft. Die habe ich ja zuerst mal gemietet, jetzt habe ich sie gekauft. Die habe ich jetzt dort in diesem Häuschen parkiert, glaube ich. Mal schauen. Ja, hier ist sie. Das ist ein Hurding. Eben nicht so breit, aber dafür kann sie gerade gruberen vorher und düngeren auch noch gerade einstufen. Wir machen jetzt hier 3 Felder Weizen, 3 kleinere, und das Riesenfeld Tinger. Ich will Gras abpflanzen, weil ich muss wieder mal ein bisschen Heu haben, oder? Das war letztes Jahr gemacht, aber nur ein kleines Feld leider. Du Öppi, hast du schnell Zeit, Horti? Was machst du eigentlich? Nice to see you. Ja, freut mich, ja. Also ein Problem, wer kann mir hier helfen? A couple of people in town can help you, kiddo. We Ja. have experts on agriculture, animal husbandry, and forestry. Aua. What do you need help with? Forstwirtschaft wäre noch gäbig, da komme ich nicht so draus. Go to Noah, our local lumberjack. He is a kind soul, even though he seems a bit grumpy. Okay. He can tell you about forestry and some of his woodworking projects. Ja, He ja. likes to talk about what he's passionate about. Kein Schnurr ist mir einfach ein bisschen viel, ich habe nur eine Frage gestellt. Jetzt eben noch ein bisschen blöd da wegen meinem Baum, den ich hier hergehe. Und so blöd war ich, was ich hier gemacht habe mit diesem Baum, weil... jetzt wollte ich den verschneiden. Oder ja, hier eine Motorsage. Ja, das funktioniert nicht mehr. Weil der Baum liegt jetzt auf Land, das nicht mir gehört. Und ich darf hier nichts verschneiden. Also das heisst, wenn ich den Baum verschneiden muss ich den zuerst wieder drüber schreissen irgendwie. Oder das Land hier kaufen. Ja. Schöne Sache. Hast du, ich komme gerade. So schnell, Horti. Dann kommen wir dir schnell leeren, gell? Dann kannst du dann weitermachen. Einfach weiterfahren, besser, gell? Du dich nicht um mich kümmern, einfach das Rohr rauslassen und mir Sojabohnen geben. Oh, hoppla. Da ist ja gerade ein bisschen Schneidwerk reingefahren. Nein, nicht anhalten, besser. Kopf, verdammt, das haben wir doch das letzte Mal schon diskutiert. Du kannst weiterfahren. Nur weil du jetzt gleich reinkommst. Ui, das geht ja flott ab hier. Fast gekippt, hä? Es ist wieder schönes Wetter heute, hä? Oktober ist halt einfach schön. Mal. Du Öppi. Auch eine Frage. Well met. What can I do for you? Wenn ich da Fragen habe, wer kann mir da helfen? A couple of people in town can help you, kiddo. Ja. We have experts on agriculture, animal husbandry, Ja, and eben forestry. wegen den Animals, What do you wegen need der help with? Viehzucht. Talk to Katie, our local animal farmer. She's a very nice person, competent, charismatic. She can tell you about different kinds of livestock. She's Wo a ist sie trader. denn? Da hat die abgesäckelt. Sophie, bist du... Sally, bist du Sophie? Mein Grossbär hat gesagt, du kommst raus bei der Viehzucht. Oh, hi. You're Walter's grandkid, aren't you? Genau, ja. I'm Katie. Nice to meet you.
Ja, freut mich ja. Let me welcome you to our small town. As I just said, I'm Katie. Ja, das hast du ja schon I took over gesagt. my parents' farm 4 years ago, continuing the family business after traveling the world as one does. Auch, But I'll tell you all about that another time. ich soll sagen, hast du So auch what can so I do viel, for mein you? Grossbär? Ah, ich bin eigentlich noch am Spazieren. That's good. Mhm. I specialize in livestock. We got chickens, cows, sheep, pigs, horses, even bees. Ja, ich gehe. Also our recent additions, goats and water buffaloes. Oh, das habe ich nicht. It's Nein. quite an eclectic ensemble of creatures, if I can say so So, myself. noch. If you want to dip your toes into animal husbandry, come to me. I'm not only dealing with the livestock, I can also give you important advice. Aha. I've been working with animals all my life, you see. Nou, Even when traveling the world, I occupied was myself with the Tiere local fauna. duschen. And I collected some stories on the way, if you're interested sometime. That and some myths and legends. Maybe I should start a podcast. Anyway, I'm sure you and I have Ja, got so wie du stuff to do, schnurrst, animals solltest to du einen feed Podcast and so machen, on. ja. So don't let me keep you. I'm sure we'll have time to talk again. Mhm. Ja, also. Ja, das war lustig gewesen, aber das ist mir viel zu viel. Ich wollte eigentlich noch mal etwas wissen, aber ja, los geht wieder. Ich gehe gescheiter wieder auf mein Farmli, hä. Irgendwann muss ich mir mal Dörfer suchen tun, also ich da nicht immer muss laufen. Da, schau da. Das ist noch ein schöner Cape, hä. Aprilia. Black Spider. White Wonder. Black Spider. White Wonder. 4000 Stutz. Was soll man sich kaufen? Die Kuhli. Ich weiss es dann nicht. Ich muss mal schnell die Frau etwas fragen. Ah ja, ja, einen Dörf gekauft. Cool, hä? Der geht der ab, das Ding, du. Ja, jetzt das Gott. Doch, nein! Oh. Holy shit! Ja, hallo! Sorry, mit der hat rumgeschleudert. Das ist ja klein gefährlich, so. Ja. Wo ist die Hurenfrau? Ui! Geil, einfach Baum durch. Ah, salü! So, ich habe schnell eine Frage wegen meiner Kuhli. Hast du schnell eine Minute? Hey there, what can I do for you? Ja, wegen meiner Kuhli. Was jetzt, es ist ja so. Oder es ist immer die gleiche Familie, oder? Die gleiche Familie macht jetzt Kinder. Und die Kinder machen dann auch wieder Kinder. Und die verkaufen dann, aber die gleiche Familie macht dann wieder Kinder. Und also es ist eigentlich Inzug. Darf man das? Sorry, ich darf mich abstellen, jetzt verstehe ich dich. Sure. Ja. Also, wie du meinst, hä? Merci für deine Hilfe, gell? Ja, dann mach ich so weiter, wie es bis jetzt ist, hä? Also, danke, schön, gell? Hat mich gefreut. Nein! Oh! Du hier nochmal. Jetzt habe ich gemeint, die landen hier im Fluss so. Das ist ja ein gefährlicher Dörf, du. Ich verkaufe, glaube ich, das wieder, hä? Dann hockst du ein bisschen steif auf diesem Dörfchen, denke ich mir. Ja, so könnte ich auch nicht fahren. 103, ja, tipptopp. Ich gehst den Gas, du. Oh! Ja, uff. Ja, hoppla. Ui. Ja. Oder so sieht das aus, wenn es einem verübelt beim Landwirtschaftssimulator. Ja, wir tun den, glaube ich, mal verstauen, da, der ist viel zu gefährlich. Dann mal da in ein Säckchen, was niemand stört. He. Ja, ich bin so hinten oder so. So. Ja, du bleibst mir da, hä? Ja, Höppi, Mann. Paint me green and call me a cucumber. If it Ja. isn't you. Bin ich, ja. Was jetzt? Zeit zum Schnurren, klein. Sure. Hast du Weisheiten für mich? Still want to talk, huh? Your old pop's got some things to do. Come back another time. Ja, was? Hast du keine Zeit für mich? Also, du bist jetzt ein Arschloch, du. Ja, weisst ja auch besser zu tun. Ich dachte, ich komme netterweise mal vorbei, aber...
Du so blöd tust, gehe ich halt.